hocken meistens beieinander. Der Klöp und der Sam. So gib doch einfach deine Hand. Der Klöp und der Sam. Wir zeigen dir dann unser Land. Vom Klöp und vom Sam. Bei uns geht ziemlich allerhand. Beim Klöp und beim Sam. Es ist nicht immer alles gut. Beim Klöp und beim Sam. Ja, was können wir denn da dafür? Der Klöp und der Sam. Wir stecken etwa in der Klemme. Der Klöp und der Sam. Und manchmal sind wir arm wie Tröpfe. Der Sammy und der Klöp. Nur eins musst du wissen, was es auch immer gibt. Wir nehmen dich mit. Du, wo sind wir denn da hin? Ich weiss es nicht. Schau mal, die komischen Schlepper. Die langhaarigen. Schau mal, die fettigen Haare und die Bärte und grusige Scheiben. Hey. Vielleicht sind wir da schon in dem Land von diesen, weißt du, von diesen Schlamasser, die er gesagt hat. Von den Schlamasser? Ja, hat er gesagt. Wir kommen jetzt ins Land von den Schlamasser. Ja, aber die haben nicht Schlamasser. Ich höre gar nicht mehr recht. Ich verstehe dich. Du redest ja komisch. Ich rede ganz normal, aber du redest. Nein, ich rede normal. Du redest Ich so höre und es gar leislich. nicht. Es geht immer irgendwie. Du, das ist. Seltsam. Aber... Hey, die haben... Ich sehe gar nicht mehr scharf. Wie Sammy, siehst du noch scharf? Das ist total komisch da rein. Schau mal, die Hügel dort hinten, die sind doch Heb mal Das eins ist gar Auge nicht- zu. Hey Sammy, heb mal eins. Siehst du das? Die bewegen sich. Die bewegen sich. Wie Wellen? Hey, wie Wellen die Hügel? Mir wird fast ein bisschen schlecht. Hey, was ist denn das? Hey, das ist... Der Rondo hat doch gesagt, nicht ablenken lassen, einfach auf dem Weg bleiben. Das ist jetzt fast ein bisschen trümmelig. Wir sind wahrscheinlich wirklich, wir sind da schon bei dem... Genau, Milasser heissen es doch. Das ist das Land der Milasser. Du, da gehen wir aber schnell. Er hat gesagt, wir dürfen ja nicht... Wir dürfen, weißt, ja nicht in die Spunken rein. Spunken? Ja, hat er gesagt, beim Land von diesen Melasser dürfen wir nicht... Spelunken. Er hat gesagt Spelunken. Ja, genau. Ja, genau, da dürfen wir nicht hin. Was ist das schon wieder genau? Spelunken? Ja. Ich weiss es auch nicht so genau. Hä? Ich weiss nicht genau, aber so... Ich glaube eine Art... Ja, Höhlen, glaube ich, eine Art. Einfach nicht hin. Wenn wir so eine sehen, gehen wir nicht hin. Ja, und in die Lopsi dürfen wir auch nicht. In die Ja, genau. Läden, hat er gesagt. Aber ja, die kommen nicht da. Die kommen erst in dem Schlachthoflabyrinth. Ah ja. Sie sollten lieber einmal die Blochkotz in den Schlachthof tun und die Ja, mal genau. abschlachten. Ja, wir müssen einfach zum Arthur. Wir müssen einfach zu dem Arthur rauf. Ja. Ich höre, das klingt total komisch. Aber du, bis jetzt machen wir es nämlich nicht schlecht. Wir sind einmal gut für uns gekommen jetzt. Ja, an den letzten zwei Sperren haben sie nicht mal wissen, woher ich komme oder wie ich genau. heisse. Du, vielleicht... Hey, Sammy. Vielleicht wissen die, dass wir den Stein gar nicht mehr haben. Ich habe etwas ganz anderes. Was denn? Ich habe total Hunger. Also, oh ja, Hunger. Ist das Ich habe ein Essen? richtiges Loch im Bauch. Ich weiss gar nicht, wie lange wir schon nichts mehr gegessen haben. Aber weißt du was? Weißt du, etwas Richtiges. Das ist mir gleich wahr. Nein, nicht so Zuckerstein und so, weißt du, so Fleisch und Pommes frites. Oh ja, Pommes frites. Jetzt habe ich Hunger. Portion Pommes Oder Spaghetti. Tomatenspaghetti. Ein riesen Teller Tomatenspaghetti. Hey. Oh ja, ich Hunger. Oder das Poulet. Was ist das für ein geiler Bach da? Das Poulet, du, wie das Mütschammis machen. Hey, schau mal, den geilen Bach. Schau mal. Schnell drüber, komm. Ja genau, so das Poulet, was immer am Sonntag gibt. So richtig knusprig. Du. Ja, mit dem Pommes frites dazu, mit total viel Ketchup und so komisches Haus, der mit Pommes. Mayonnaise. Wie ein riesiges Ei, hey. Und ein ganzer Liter Gocki für mich. Schau, Oh, das wäre gut. schau, Hä?
Schau mal da rein. Ja, was sind wir? Da hockt es da rein. Was sind denn das für Typen? Die essen doch da rein. Schau mal, die essen doch. Die essen. Vielleicht ist das so eine Art Restaurant oder Ja, so. meinst du? Wenn wir reingehen? Ja, aber da muss man doch zahlen hier. Nein, hat doch kein Geld. Der Rondo hat doch gesagt, es ist alles Essen gratis. Es gibt gar kein Geld in der Welt. Da. Meinst du, wir sollen reingehen? Ja. Vielleicht gibt es dann eine richtige Nacht mit Poulet und so. Ach, wir gehen rein. Aber wir dürfen auf alle Fälle, wir dürfen unsere Namen nicht. Wir Nein. dürfen ja nichts Falsches Ja, sagen. genau. Oder weißt du was? Wir sagen sowieso, wir sagen nur das Allernötigste. Ich richte dir etwas zu essen, Sammy. Muss man recht an die Schlepperschuhe abziehen. Binja, ich habe ja noch nicht einmal die Hälfte gepackt. Und mit Kriegen kommen sie sicher bald zurück. Und dann zünden sie Hütchen an. Und dann schleppen sie mich zu der Likwa. Und die macht mich zu einer Bächerzelle. Binja, was machen wir denn nun? Wohin sollen wir raus? Das ist doch alles nur, weil mich der Semi ab ist. Und will mir die verdammte Golf draußen nicht mehr helfen. Jetzt habe ich genug. Wir müssen mir einfach wieder helfen. Jetzt reissen wir zusammen und dann zeigen wir es dem ganzen Golfpack draußen. Jenny, Sandra, David, Toni, Sepp. Nein. Leni, Sandra, David, Ulla, Sepp. Es funktioniert. Es geht wieder. Sie helfen mir. Binja, sie folgen. Ja, schau mal. Ja, schau mal. Alles packt sich ein. Meine Seife, ja. Und der Schuhlöffel, ja. Ja, meine Küsse. Ja, und die Bücherlog, ja. Ja, meine Socken natürlich. Ja, und natürlich Teetasse. Mein Zuckerschälchen. Binja, schau mal das an. Sie packen alles feinsäuberlich ein. Wir haben bald alles. Und meine feinen Kräuterteene, ja, genau. Ah, ganz schön. Ja, klar. Nein, ich habe doch nichts gesagt. Wir sollen jetzt den Scheissdreck von den Pinscher zusammen. Nein, halt. Nein, doch kein Stroh im Kopf mir. Halt, weg. Neni, David, Ulla, sind die wahnsinnig? Nein, halt! Weg mit der großen Schießdreck! Nein! Nicht den Kopf! Nein! Was fällt euch eigentlich? Verdammte Dore! Ich bin den ganzen Tee voller Schießdreck! Ui, was geht's lachen schon noch? Ui, wichtiges Zeichen! Ich lohne einen Regensturm auf euch, aber die Pressle, die ihr euer Lebtag nie mehr werdet vergessen! Wann bist du ein Becherzelle? Lügt mir Warte dich nur! Wann bist du Ronga, Elio, Costa, Gala, Mugermo, Naru! ein Becherzelle? Lügt mir Wann bist du ein Becherzelle? Schau mal wieder, so du schlägst und zeigst und takelst du! Hey, schau mal, du läufst du! Halt aber doch nicht auf mich! Nein, nicht auf mich! Nein, was ist denn da los? Hey, halt, meine Sachen, meine Kleider! Alles blutnass! Woher haben die das Spiegel
Stein! Stein! Hey Manu! Manu! Achtung, Blitzmannen kommen! Wirf meine Hüte nach! Wo Blitzmannen? Dort, ich sehe es nicht! Sie kommen ganz viel! Alles Der meint immer noch, wir sagen die kleinen Kinderli, die alles für ihn machen, was er will. Dabei geht er in jeden vor. Das ist immer gut gemeint. Ja, gut gemeint ist gut. Braucht doch eure Hilfe. Alter Mann. Ich muss doch flüchten. Der Manu geht. Einzige, der mir vielleicht noch helfen ist doch der Arthur. Aber ich kann doch nicht mit der alten Pinsche alles dort auftragen. Ich brauche doch eure Hilfe. Für was willst denn du zum Arthur? Du wirst sowieso gefangen genommen von den Blitzmannen. Dann spielst du ein Becherzählen. Stinkiger Schluch. Stinkiger Schluch. Der Manu muss ins Schluch. Der Manu mit der Buch. Der Manu Sei doch mal muss ins still. Schluch. Yes! Doch mal still, wir müssen verhandeln. Was? Mit dem willst du verhandeln? Ja klar, vielleicht können wir noch etwas rausholen, bevor er geht. Der will uns doch nur reinleimen. Ja, aber das mal legen wir ihn rein. Ja genau. Aber wie willst du denn das machen? Warte nur. Wir haben ja gar niemandem etwas gemacht. Hey Manu, vielleicht könnten wir dir schon helfen. Was? Ich will mir helfen. Ja, ich hab's doch gewusst. Ja, Was müssen wir denn überhaupt machen? Ja, ihr müsst nur ein bisschen mitkommen, meine Sachen helfen tragen, bis zum 8 Uhr rauf. Und was gibst du uns dafür? Was? Was ich euch gebe? Ja, zu essen kommen doch über natürlich. Nein, Ja, ich schau, Ja, das lange natürlich nicht. Wir wollen einen Stein von dir, mindestens. Sonst können wir nicht mehr. Das fällt doch ja Also eigentlich. wirklich ein Stein, aber Ihr kein habt sicher keinen Text. Stein mehr von mir. Ihr könnt folgen und zu machen, was ich euch sage. Und passt Nein, der Manu, jetzt muss wieder blöd so eine Frechheit. Okay. Gehst halt allein zum Arthur. Kommt, wir gehen. Ja, also wirklich. Nein, nein, wartet. Ich Nase. Was denn für ein Stein? Du weißt schon welchen. Den du im Hüttenboden versteckt hast. Du meinst mein Spielstein? Ja genau, ein Spiel. Wow, ja so Also gut, dann machen wir Alltagsgeschäft. Aber eins kann ich euch Nein, natürlich nicht der Spielstein. Der nebendran, der in dem goldenen Trückli. Du weißt schon welchen. Was? Woher wüsstet ihr? Also nein, mein Wunschstein. Ja genau, Was? der wollen wir. Niemals. Was ein Wunschstein. Mein Wunschstein. geht's ja wirklich nicht ein. Was meinst denn du eigentlich? Den Spielstein könnt ihr von mir aus haben. Aber mein Wunschstein. Manu, entweder du gibst uns den Stein oder du gehst allein zum Arthur. Ja, der Stein wollen wir. Stein wollen wir. Ja, aber das ist doch Erpressung. Ich kann doch nicht. Das geht doch nicht. Ihr seid ja schlimmer als Blitzmannen. Ich glaube, er holt ihn. Wenn er uns jetzt gibt, dann begleiten wir ihn. Ja, und dann? Der will uns doch nur wieder reinleimen. Nein, hey, durch den Wald und durch die Hügel gehen wir noch mit. Aber sobald wir auf der Kabosse oben sind, lassen wir einfach alles stehen und hauen ab. Der kommt uns doch nach. Nein, auf der Kabosse kann er uns nichts mehr machen. Dort sind überall Blitzkrieger. Wenn er uns nachsäckeln will, dann schnappen sie ihn und fangen ihn. Ah ja! Dann muss er sein Wehrli zusammennehmen und ganz unauffällig weiterschleichen. Und wir behalten seinen Stein. Hey, das ist doch super! Das ist eine super Idee! Kommt der Stein? Hey, Jussi! Komm, hilf mir schnell, da die Haare hinladen. Ja, Moment.
die Garage flicken. So, das geht gut. Schau mal die Sauerei, die das gibt. Du, sag mal, wohin gehst du eigentlich? Schnell posten und nachher gehe ich zum Melch ins Spital. Zum Melchi? Was hat denn der überhaupt? Ja, er hat sich durch den Holzhacken das Bein verletzt. Und wegen dem ist er im Spital? Ja, hat sie so lange rausgestüdelt. Nie etwas gemacht. Jetzt hat es eine Blutvergiftung gegeben oder so etwas. Du, aber wenn du gehst posten, kannst du mir dann nicht noch ein bisschen Nagellackentferner bringen? Was, Nagellack entfernen? Ja, okay. Hey, Jutzi, los unbedingt, wenn es anläutet, wegen dem Klopf, schreibst du es alles auf, gell? Weißt du, das kann ich jetzt schon? Ja, sicher. Gestern haben sie es aufgegeben. Das ist heute sicher draus. Du kommst dann noch auf, da deinen Platz, so Ja, vielleicht muss man zuerst das Essen noch immer holen. Es ist ja alles gratis. Sicher Fremder. Allein? Er bringt sicher Neuigkeiten aus der Welt. Ja. Kommen wir noch. Wo da? Also, die Schuhe. Sammy, da. Okay, da. Wo sind wir denn da? Hey? Du, Klöpf, sollen wir wieder gehen? Hey? Nein, sicher nicht. Das würde ja viel zu fest auffallen. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir kein Seich erzählen. Was wollen wir denn? Nein? Ja. Ja, was gibt's denn? Wir haben die schönsten Fett-, Kraft- und Zuckersteine. Vor allem unsere Fettsteine sind dann weit herum bekannt. Was nimmst du? Dann will ich so einen Zuckerstein oder zwei, oder? Ja, dann möchte ich so einen Fettstein. Ja, sofort, kommt gerade. Gibt's denn da nie nicht so etwas Rechts zu essen? Hoffentlich hat er nichts gemerkt. Hey. Nein, ich glaube nicht. Ja, aber vielleicht hätten wir doch nicht hier sollen. Ja, schau mal, hast du die Typen gesehen? Die gleichen Typen wie du? Graue Haare. Also, oh, jetzt kann er. Ja. Da ist der Fettstein, Messi. da ist der Zuckerstein Ah, danke. und ein feiner Schluck Frischstopf. Danke. So schmecken. Ja, mal probieren. Schmeckt wie ein alter Butterbrezel mit Fett eingestrichen oder so. Hey. Das kann ich glaube nicht essen. Hey. Hast du mir ein bisschen von deinem Zuckerstein? Ja, klar, da. Ja. Nein, das ist süß, aber viel besser. Aber das Wasser passt überhaupt nicht dazu. Das ist ja salzig. Psst, da kommt einer. Hey, Alles! Komm herauf! Die kommen, glaube ich, da hin. Hey, man schmeckt sie. Komm, wir haben eine gute Gesellschaft. So, meine guten Freunde. Habt ihr etwas dagegen, mit uns den Stein zu teilen? Nein. Ja, das ist schön, ja. Wir kommen noch selten dazu, mit so jungen Schleppern zu heckeln. Ja, die meisten Schlepper und Flicker kommen nicht hier rein. Ja, die essen auf dem Weg. Wahrscheinlich tun sie nicht so gern spielen. Zum Glück gibt's noch Ausnahmen. Also, ich heisse Glutas. Und ich bin der Kolos. Und wie heissen ihr? Ich bin der Gypsy. Und ich heisse Mucki. Ihr seid aber noch junge Schlepper. Du bist sicher noch ein Lili. Ja, das stimmt, ja. Die Schlepper werden ziemlich scharf kontrolliert von den Blitzmannen, hä? Ja, ziemlich. Mich dünkt, die Stimmung auf dem Weg sei immer schlimmer. Ein bisschen weiter, Boss Höhl, hat es mehrere Überfälle gegeben.
Also, dort sieht man doch nicht einfach ohne lang um es schauen, eine Schlacht aufgehen, oder nicht? Was machst du mit der Theresia? Du musst natürlich wissen, die hat ein ganzes Heer von bewaffneten Päckchen aufgestellt. Theresia? Es gibt noch Gerüchte darüber, warum sie das gemacht hat. Aber kannst du dir ja vorstellen, was bloß beim grossen Geist und bei der Liqua los ist? Ja, die steht sowieso besonders auf Theresia. Ich habe gehört, der grosse Geist will den Corona den Krieg erklären. Was? Nein, warum denn das? Ja, weisst, man sagt, Corona will ihn mit dem lebendigen Stein entmachten. Was? Woher weißt du das? Ich weiss noch ganz anders. Sie suchen nämlich 3 Schlepper. Wer? Ja, aber Litzmann von der Liqua. Wissen ihr zwei etwas davon? Nein. Vielleicht haben die etwas mit diesen Überfall zu tun. Kann schon sein. Ja, jetzt wollen wir aber endlich anfangen. Wenn die anfangen, oder sollen wir? Was? Eben, spielen. Spielen? Fangen nur ihr an. Also, das bring eigentlich. Nein, ich höre zuerst zu. Oh, dann fange ich an. Für euch weiss ich einen, wo ein Schlepper drin vorkommt. Sind ihr parat? Ich glaube schon. Ja. Also, ein Blochholz, ein Schlepper und ein Zuckerstein kommen an einen grossen Fluss. Das ist ein guter. Dort wartet ein Flösser mit einem kleinen Floss. Alle 3 wollen über den Fluss gebracht werden. Aber der Flösser kann immer nur einen aufs Maul überfahren. Und das Problem ist, dass wenn er nicht dabei ist, dann frisst der Blochkotz den Schlepper auf. Und der Schlepper frisst den Zuckerstein. Also, wie muss jetzt der Flösser laden und fahren, dass er alle 3 heil über den Fluss bringt? Das ist ein guter. Ja, was? Sollten wir jetzt das lösen? Ja! Irgendwie bekannt vor. Aber... das ist ja ganz einfach. Ah ja! Ja klar. Der Blochhaus und der Zuckerstein machen einander nichts. Also muss der Flösser zuerst mit dem Schlepper rüber und dann kann er einfach einen holen, zum Beispiel den Blochhaus und nachher muss er nur noch den Zuckerstein holen. Was? Aber das geht doch nicht. Wieso nicht? Nein, wenn er zurückfährt, um den Zuckerstein zu holen, dann frisst eben der Blochhaus den Schlepper auf. Die sind ja dann noch da. Er muss eben alle 3 heil rüberbringen. Oh, dann muss er halt einfach zuerst oh nein, das geht ja gar nicht zusammen. Ich habe irgendwo schon mal so etwas gehört, aber ich weiss nicht, wie es geht. Ja, und was ist denn, wenn wir jetzt das nicht lösen können? Dann müssen wir ein Pfand geben. Was ist Pfand? Ja. Irgendein Gegenstand. Ein Schlepperschuh oder ein Schleppersack zum Beispiel. Ja, und dann? Dann kommen die ersten an. Was, mit dem so ein Rätsel? Ja, klar. Jesus, Sammy. Wir wissen es nicht. Nein. Wir wissen es nicht, ich könnte meinen Schleppersack haben. Ein Schleppersack. Ja, der Schleppersack. Sammy, Gypsy, weißt du etwas? Mal, ich weiss, ich wüsste, glaube ich, etwas. Wenn wir hören.
Also 2 Schlepper wollen an einen Wasserfall und wissen nicht, wodurch das es geht. Und dann kommen sie zu so einem Mann und dann fragen sie den, wo der Weg geht zu dem Wasserfall. Ja, genau, das ist gut. Ja, und der Mann sagt dann, ihr wollt also zum Wasserfall. Und was ihr sucht, sagt er, führt euch direkt zum Wasserfall. Im Sommer ist es einfach, aber im Herbst müsst ihr durch die Farben durch. Und dann sagt er nichts mehr. Ja, genau. Das ist nur drin, hä? Das ist aber auch ein guter, hä? Ja, warte jetzt. Im Herbst, also etwas führt sie direkt zum Wasserfall. Ja. Aber sie findet es nur, wenn sie im Herbst durch die Farbe durchgehen. Was sind denn das für Farben? Vielleicht Kristallfarbe, vielleicht in einem Stein. Nein, das ist es nicht. Oder durch den Nebel. Im Herbst, wenn das Licht im Nebel spiegelt. Nein, das ist es auch nicht. Aber darf ich fragen, habt ihr das Rätsel schon mal gelöst? Ja, klar. Und wer hat euch denn das Rätsel gestellt? Ja, der Rätselbaum. Der Rätselbaum hat euch das Rätsel gestellt? Ja. Und was habt ihr denn beim Rätselbaum oben zu suchen? Ja, und vor allem, seit wann redet der Rätselbaum mit dem Schlepper? Vielleicht sind's gar keine Schlepper. Was? Wir sind Schlepper. Ihr sagt euch sofort, was ihr seid, oder? Wenn ihr euch verarschen? Nein, wir haben doch nichts. Nein, ja, aber ich bin doch nur der Chichichi, ich kann doch nur wählen, Achtung! Das ist Blitzsprache! Das sind Blitzspionen! Leg den Sack an, wir gehen. Ja, komm, wir gehen, leg den Sack an. Ist mir scheissegal, ob der in seinem Hütli oder weiss Boss wo steckt. Ich will, dass der Manus sofort verhaftet wird. Seine Frist ist abgelaufen und der Stein ist immer noch nicht da. Also hat er seine Strafe verdient. Achtung, Kanal C3, Blitzspion 006 aus dem Land von der Feliasser. Bittet Ihre Majestät die rechte Hand vom grossen Geist, die grosse Liqua und Gehör. Was ist los? 006 glaubt, die beiden untauten Wesen, Sammy und Klöpf, entdeckt zu haben. Was? Zwei sehr auffällige Schlepper, die in einer Spelunke eigenartige Geschichten über den Rätselbaum berichten. Eigenartige Geschichten? Ja, aber das will doch noch nichts heissen. Einer davon redet Blitzsprache. Ha! Es gibt noch manche Schlepper, die ein bisschen Blitzsprache kann. Vielleicht ist das nur ein Ablenkungsmanöver. 006 sagt, sie haben Minimap. Was? Ist das wahr? Woher weiß er das? 006 hat es mit eigenen Augen gesehen. Dann haben wir sie. Jetzt haben wir sie. Sollen wir sie festnehmen und bringen? Nein, auf keinen Fall.
Das ist viel zu gefährlich. Ich glaube nicht, dass meine Krieger dem lebenden Stein widerstehen können, wenn sie ihm zu nahe kommen. Spüren Sie auf, verfolgen Sie und lassen Sie nicht mehr aus den Augen. Vor allem, wenn Sie ins Labyrinth kommen. Sorgen dafür, dass Sie unversehrt da ankommen. Ich frage 006, ist das noch jemand anderem aufgefallen? 006 sagt, alle in dieser Spelunke können das gesehen haben. Aber wo der eine Schlepper mit seiner Blitzsprache angefangen hat, haben alle gemeint, es seien Blitzspione und sind davon gerannt. Spione von uns? Die beiden Undauten? Ha, das ist gut. Das ist sehr gut. Ich verlange weiterhin strikte Geheimhaltung. Niemand darf etwas von diesen 2 Eindringlingen aus der anderen Welt erfahren. Ja, natürlich ist es wichtig. Nein, ich habe schon mal gesagt, ich will mit dem Ofenmeister reden und mit niemand anderem. Alter Fettstein, ist die Röhre schon wieder verstopft? Allein? Ich bin's. Ich habe da etwas für dich, das dich interessieren könnte. Wegen dem lebenden Stein. Aber ich verlange für die nächsten 14 Wechsel die besten Fett- und Kraftsteine aus deinem ersten Ofen. Ja, also, ich habe den Tipp natürlich auch einem anderen gegeben. Ich habe es gewusst, mit dir kann man reden. Also, los. Vor einem halben sind 2 junge Undaute in meiner Spelunke. Ja, sind wahrscheinlich die mit dem Stein. Sie sind als Schlepper verkleidet. Eine mit einem braunen und der andere mit einem orangen Schlepperhemd. Hä? Das weiss ich doch nicht. Aber wenn sie gerade auslaufen, dann kommen jetzt jeden Moment so in den Hof. Also, abgemacht, 14 Mehrwechsel. Hey! 14 Mehrwechsel. Hey! Ist er da? Soll ich einfach da? Total Schwein, sind wir dort überhaupt noch rausgekommen. Ja. Weißt du, die haben gemeint in der Beiz, wir sollten Blitzspionen oder so. Was sind denn das überhaupt, Blitzspionen? Ja, ich glaube, das sind die von ganz Boss oben und irgendwie, glaube ich, die von der Likwa. Jetzt redest du auch schon so geschwollen. Hey. Ja, und dann du mit dem Mitmap-Geschwafel. Ja. Machst du das eigentlich extra? Nein, das kommt damit einfach so. Ich glaube, wenn ich ein bisschen nervös bin. Ja, in dieser Beiz hat uns dein Geschwafel wenigstens noch gerettet. Aber du musst einfach ein bisschen aufpassen mit dem da. Du können die Schlarpen nicht abziehen, Klöpf.
Nein, überleg doch, tragen Sammy. ja eh keine Kugeln. Ja, aber jetzt müssen wir doch einfach wieder ganz normal aussehen wie Schlepper. Stell dir mal vor, wenn wir die abziehen. Dann fallen wir noch viel mehr auf. Jetzt weiss ich's. Was? Jetzt weiss ich's. Was weisst Ja, das Rätsel, weißt du, was sie uns gestellt haben? Das Rätsel mit den Blochkotz und so, das ist doch das gleiche Rätsel wie das mit dem Wolf und dem Schaf. Und dem Kohl, weißt du, wo dann zum Fluss kommen. Und dem, ja, weißt du, kennst du das nicht? Und der muss dann die überbringen, alle drei. Nein, das kann ich nicht. Mal das mit dem Wolf und dem Schaf. Ja, weisst du denn die Lösung? Nein. Hey, was ist denn da vorne? Was? Ja. Ah, da kommen wir, glaube ich, über den Schlachthof. Ja, genau. Klöpf, schau mal da. Da hat es Plakatsteine. Oh, Da hat es wieder so Plakatsteine. Da, komm, reiben mal an dem, am Roten. Ja, wo? Ja, dem, am Roten. Lob. Genau, Lobs. Der hat doch da Erdäpfelstock, hast du gehört? Wurst, oh. Ja, genau, das wär's. Schoki, hast du gehört? Hier. Hast du gehört, wir rauchen das Wasser im Mund zusammen. Da müssen wir rein. Komm her, da gehen wir rein. Sammy. Nein, aber hey, Klöpf. Das sind eben die Lobs. Hey. Er hat doch der Rondo erzählt, in die Lobs dürfen wir eben nicht rein. Magst du dich erinnern? Er hat doch gesagt, wir dürfen ja nicht in die Lobs rein. Das ist dann ein Scheiße. Wir müssen auf dem Weg bleiben. Ja. Also, hey, komm. Hey, komm, Sammy, komm. Bleiben mal an dem da. Bleiben mal an dem Stein, an dem Galen. Leck, hey. Schau da. Das ist ihn. Schau mal das Bild da in dem Stein. Wer ist das? Todsicher ist denn das. Ja, aber wer, Sammy? Ja, der Klon, ich hatte dir doch erzählt, das ist der Klon, das ist der Manu. Was? Der Manu. Ja, der Klon? So sieht der aus? Ja. Ja, aber ich habe gemeint, der ist ja unheimlich. Schau den mal an. Ja, der sieht nur so harmlos aus. Hey, der kann aber im Fall richtig zaubern. Der hat mich verzaubern. Was steht denn da? Was steht denn da? Warte mal. Ja, das ist sofort an... Was? Sofort an der nächsten Wegsperre zum Elder. Hey, den suchen sie. Hast du gesehen? Blitzkrieger suchen den. Klöpf, ich komme nicht mehr weiter. Hey. Ja, komm jetzt. Nein, hey. Wenn der da irgendwo oben ist. Nein, Sammy, hey, denk doch einmal logisch. Der ist doch nicht auf diesen öffentlichen Weg, wenn sie den suchen. Nein, also, ich will dem nicht mehr begegnen. Ah. Komm jetzt, wir gehen weiter. Komm, reiben mal an dem. Hey. Hä? Da, reiben mal an dem Blauen da. Da? Ja, da. Das ist ein geiler Rhythmus. Nachtrag ist groß, Ihr Beitrag ist wichtig, Sie sind richtig. Vorträge Kaschmirfett, Puffer, Mittel, Einzelwasser, Schlepper, Franzer, Fetter, Fett und Gallstoff. Ja! Ist mega schnell. Alkohol, Leutransport, Zuckerleiter, Winde, Schnaps, Spalterkohle, Eierlachs, Schnaps. Ich verstehe kein Wort. Ob jung oder alt, machen Sie halt. So oder so, der Schlachthof ist froh, treten Sie ein. Wir brauchen Sie. Überhaupt nicht. Ja, das kann ja noch heiter werden. Na, komm, wir gehen weiter. Ja, aber der Manu. Ja, komm, vergiss den jetzt. Komm, Sam, wir müssen gehen. Wir müssen jetzt einfach zum Arthur ruhen. Aber wir bleiben zusammen. Ja. Wir bleiben zusammen und bleiben immer auf dem Weg. Ja, klar, ja. Das ist jetzt also der Schlachthof. Leck Knöpf. Hoffentlich
raus. Kein Zweifel, ein orange und ein brauner Schleppersack. Das müssen die beiden sein. Bleibt dran. Alarmiert fortlaufend die nächsten Lobsmeister. Und haltet die Schieber bereit. Aber unauffällig. Sie dürfen nichts merken. Je sicherer sie sich fühlen, umso unvorsichtiger werden sie. Was? Nein, ja nicht. Wir starten mit der Operation erst, wenn sie in der Nähe von einem Genti sind. Ihr wartet, bis ich Befehl gebe. Nein, das ist der Flo. Der Flicker-Flo. Gibt's denn das? Hey, Flo. Rondo! Nicht so laut. Ich darf meinen Namen nicht hören. Oh, Verzeihung. Bist du auch schon hier bekannt? Auf der Kabasa? Nein, aber weißt du, es ist... Komm, lass uns an den Wegrand gehen. Du kannst deine Kugel in meinen Wagen setzen. Dass ich dich da antreffe. Ich hätte gedacht, ich sehe dich nie mehr. Beim K spinnst du? Ein Flicker kriegt man so schnell nicht unter. Du weißt gar nicht, wie schön das ist, in diesen schwierigen Zeiten einen Freund zu treffen. Da hast du allerdings recht, es steht schlecht. Von überall treffen schlimme Nachrichten ein. Weißt du, viele kleine Wege und Pfade sind total ausgetrocknet. Und in vielen Ländern herrscht eine verheerende Dürre. Und am Silberfall toben riesige Waldbrände. Ja, und dafür hat es Überschwemmungen im Rheinland gegeben, wie man sie noch nie gesehen hat. Aber weißt du, lassen wir das, sprechen wir von etwas anderem. Sag mal, hast du etwas von den beiden unlauten Wesen und dem Stein gehört? Eigentlich schon, aber... Eine Gassenleuke! Hau ab, du Scheißfliege! Das hast du gut gemacht, Bub. Wie ich diese verfluchten Schnüffler hasse! Sie werden immer aufsässiger und werden immer mehr! Hast du dich schon umgesehen? Es sind bestimmt doppelt so viele als noch vor 5 Großen! Ja, das ist ein schlechtes Zeichen, wenn die sich so vermehren. Ich weiss nicht, aber... Eigentlich beschäftigt mich ganz etwas anderes. Ich weiß schon, zu Tanja. Oh, du hast das auch gehört? Ja, dann kannst du mir vielleicht sagen, wo das Versteck genau ist. Ja, das kann ich. Bosgü von dem großen Flussbogen, in jenem Hügelland. Es ist gar nicht weit von hier entfernt. Aber die Gegend ist sehr gefährlich. Ja, ich weiss schon. Das Päckchenheer von der Theresia hat sich wahnsinnig ausbreitet und ist schon weit über ihre eigenen Grenzen vorgestoßen. Willst du dann wirklich zu Tanja dort suchen gehen? Wer auch immer dort dahinter steckt, ich muss sie dort rausholen. Weißt du was? Ich gehe mit dir. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Nein, Flo, das ist viel zu gefährlich. Eben. Bei uns im Schloss?
Jetzt spinnst du aber, Karum, das ist doch gar nicht möglich. Die beiden Unlauten haben doch den lebenden Kiesel. Ja, bist sicher. Nein, Karum, das ganze Päckchen hier hat sie aufgestellt, weil sie wieder einmal Krach hat mit der Liqua. Und mit uns redet sie nicht mehr, weil sie einfach keine Zeit hat. Weil sie sich muss konzentrieren muss. Das ist doch Quatsch, Riesenpäckchen. Das weißt du doch auch. Ja, du meinst wirklich, sie hockt da innen im Glassaal mit einem Stein und ist machtbesessen, unsere Theresia. Da vorne musst du mit links aufstoßen. Nein, Karum, das wäre ja Wahnsinn. Wir suchen in der ganzen Welt nach dem Schlepper und diesen Undauten. Unsere Elite-Schüler hätten einen genialen Plan, uns zu erfinden, und dabei ist der Kiesel bei uns. Das wäre... Wir merken es nicht einmal. Ja, aber woher sollte die Theresia den Kiesel plötzlich bekommen haben? Wir haben ja selber unser Top-Päckchen rausgeschickt. Was, Eliva? Unser Jodam? Ja, genau. Ja, aber von dem hat man ja schon lange nicht mehr gehört. Ja, und? Das ist es ja gerade. Du meinst, das ist zurückgekommen? Wir wissen nichts davon. Ja, das wäre ja ein schöner Scheissdreck. Karum, das wäre ja hirngestärkt. Wir bilden Schüler uns und die machen Kampfmaschinen draus. Aber nein, Karum, nein, das kann doch nicht sein, das geht doch nicht. Was sagen wir dem Dieseli, das arme Dieseli, das kriegt ja einen Anfall, einen fertigen Knall, Karum. Ein schöner Scheissdreck und Päckl, die Päckl, unsere kleinen Päckli, die haben ja keine Ahnung, keiner weiss, was die dort oben planen, Karum. Wo führt denn das an? Wem sagst du? Alle Päckli sind in Not, keiner hat rot, niemand weiss, was angeht. Hoffentlich ist es noch nicht spät, Karum. Es geht mit Miesi oder kein Kiesel, macht uns alle ganz nervös. Es steht böse. Warum ist es so Krise? Kampfpäckli, lauter Kampfpäckli, Karum, von allen Seiten kämen sie von oben bis unten, bewaffnet mit Stein, blind und Durchfall, lahm und nicht Stein. Wahrscheinlich haben sie auch noch so einen giftigen Körper. Päckli aus Panzer, da wird's einem ja übel, über 750 grausige Riesen vor, Karum, stell dir das einmal vor. Ich sag nur nein. Da werden die Schüler auf einmal stehen sie da, sie kämen wie ein Gewitter. Alle spüren Angst und Erschrecken im Nacken. Plötzlich wird die so ein Monster packen, das geht doch so nicht weiter. Für uns wird's bitter. Stoß bitter. Warum ist es so Krise? Mit dem Dieseli. Warum ist es so Krise? Jetzt. Warum ist es so Krise? Hüst dich nicht so laut, Karum. Ich bin ein bisschen leislich hier. Wenn wir Glück haben, hören wir es jetzt gerade, wie es dort hinten tönt. Ja, aber Karum, das passt doch alles überhaupt nicht zur Theresia. Wo müssen wir durch? Was da? Da rein. Hey, was? Hey, da können wir nicht rein, das ist ein Verbindungsgang. Nur schnell, vielleicht hören wir etwas. Nein, da können wir nicht rein, Karum, das ist ein Verbindungsgang, der reserviert ist für Kampfpäckli. Der wird überwacht. Oh, Karum. Nur schnell.
noch ein bisschen dafür. Das tönt ja grauenhaft. Aber das tönt ja gar nicht wie Theresia. Ja, wer weiß. Es läuft einem ja kalter Rücken durch ab. Hey Caro, was müssen wir auch machen? Wir müssen unbedingt an den Stein ankommen. Ja, und Norolind, Gunda und Naxa und alle meine Elite-Schüler, die dem Kiesel nachsegeln und die jetzt doch draussen am Flussbogen in dieser Wildnis aussagen. So schnell wie möglich zurückholen. Decken, Vorrat, Wärmestein. Hoffentlich haben wir nichts vergessen. Hey Naxa, dort vorne kommen sie, glaub. Hey da, kommt da. Aber Lies. Hoi Naxa, hoi Jojo. Hoi zusammen. Ist alles gut gegangen? Ja, bis jetzt schon. Hat es Verletzungen gegeben? Nein, Gott sei Dank nicht. Ist sie das? Ja, das ist die Tanja. Wir haben sie an einer Leukenversammlung ausfindig machen. Hey, das haben sie super gemacht. Ist es schwierig gewesen? Sie hat sich gewehrt, aber sie hat bis jetzt keine Sorge gekriegt. Jetzt könnt ihr ihre Augenbinde abnehmen. Hey, sie ist wunderschön. Sie hat noch nichts gesagt. Nein, kein Ton. Ich habe es immer wieder versucht, aber sie hat keinen Ton geschwätzt. Also, kommt. Es ist alles vorbereitet. Wir machen es so, wie wir es abgemacht haben. Gunda, du gehst zusammen mit der Titania da auf den Lift. Und wir lassen euch langsam da runter. Schau da. Was? In diesen Schacht aber? Der ist ja auch tief. Keine Angst, es ist alles abgesichert und vorbereitet. Du lässt sie unten ab und wir ziehen die wieder rauf. Und dann geht eine von unseren Wachen runter. Komm mal! Oh, der wackelt ja. Soll ich weiter runter? Nein, das macht Gunda schon. Es ist nicht so ein Bubi. Schau, hebt ja dem Seil und mit der anderen Hand hebst du die Tanja. Ganz lang, bis man unten ist. Nein, keine Angst. Einfach gut durchschnaufen. Ja. Und weißt du, was du unten machen musst? Ja, ich glaube schon. Sie abladen und dann zweimal am Strick ziehen. Ja, genau. Dann ziehen wir die wieder rauf. Habt ihr kein Problem unterwegs? Mit der Titania ist es gut gegangen, aber wir haben mal von weitem Kampfpäckchen entdeckt. Was? Kampfpäckchen? Ja, und wir haben nicht gewusst, ob die zu uns gehören oder nicht. Darum haben wir einen weiten Bogen ums Haus gemacht. Das ist aber seltsam. Und was ist mit den anderen Leukas, die ihr entführt habt? Die haben wir eine um die andere wieder freigelassen, wie abgemacht. Sie haben uns aber hoch und heilig müssen versprechen, dass sie niemandem etwas von dieser Entführung erzählen. Sehr gut, sehr gut. So können wir sicher sein, dass sich das umrettet wie ein Lauffeuer. Hey, wir haben die berühmte Titania entführt. Und jetzt haben wir sie hier in diesem Schacht. Das macht uns nicht so schnell jemand nach. Wer kommt denn dort? Wo? Dort hin. Es sind Päckchen. Das ist irgendeine Gruppe von uns. Aber ich sehe noch nicht, wer es ist. Hey, Naxa, Gunda hat zweimal einen Strick gezogen. Gut, ziehen sie wieder rauf. Das ist, glaube ich, Norolin, die dort hinkommt. Das läuft ja wie am Schnürli. Ja, das ist sie. Hey, Norolin, super. Hallo zusammen. Hey, wow, ein gutes Versteck haben wir hier gefunden. Wie ist es gegangen? Also ich würde sagen, unsere Nachricht ist in allen wichtigen Stellen auf der ganzen Welt gemeldet worden. Super gemacht, Norolin. Ich bin froh, dass ihr auch wieder da seid. Also wenn der Rondo nicht ganz taub ist, dann muss er unsere Nachricht irgendwo gehört haben. Spitze, hey, der kommt bestimmt. Ja. Wenn das klappt, weißt du, wird das alte Karam stolz auf uns sein. Aber wir müssen aufpassen. Ich glaube, es schleichen überall Gestalten rum. Was für Gestalten? So tief.
Hoi Noelin, du bist auch da. Hoi Gunda, haben Sie Tanja gefunden? Ja klar, sie ist schon da. Was? Schon da? Super. Ja, ich habe sie gerade runtergebracht. So. Super. Jetzt muss sofort eine von unseren Wachen runter. Ich gehe. Nein. Macht schnell! Was ist denn das? Scheiße, das sind Blitzkrieger! Schnell, deckt das Loch! Wie ein Gitter. Ja, du, was ist denn das? Du, da komme ich nicht rein. Wie lange Finger? Wo du ein Gitter durchlangen. Schau mal, wie wenn es aufstreckt. Das ist komisch. Das kützelt. Hey, das kützelt. Du, die laufen einfach. Die schauen vielleicht, ob die Schuhe gut sind. Ja, die streichen einem ja am Bein um. Hey, was ist denn das? Ich weiß gar nicht. Macht dich das nicht? Ich glaube nicht. Siehst du die anderen? Die laufen auch alle einfach drüber. Hey, vielleicht ist das ganz normal da rein. Was normal? Finger, die zum Boden rausschauen und einen Bein. Ich habe noch ein gutes Gefühl. Ja, es geht. Ich klopfe, schau mal. Ja, ganz hey. Sag nicht so ein Klopf. Sollen wir mal die Schlampen ab? Ich ziehe mal die Schlampen. Nein, das ist Wahnsinn. Oh, hey, schau mal. Na so. Warte, ich tu mir her. Das sollten wir auch haben. Nein, das geht nicht. So, kommen Sie rein. Machen wir vorwärts. Schau, jetzt ist fertig. Schau, jetzt sind zwei. Dem hat er aber nichts erzählt, der Rondo. Nein. Hey Sammy, komm mal! Komm mal schauen! Hey, nicht so laut! Hey, da hat's Berge von Pommes frites und Ketchup! Schau das an! Ja, da! Ja, hey, da zusammen. Nein, da, schau das an! Wienerli! Berge Wienerli! Einfach da auf dem Berg! Das ist ja gar nicht in diesen Hops drin! Du, die kann einfach nicht! Nein, schon gut! Ja, wirklich Wienerli! Im Vergleich zu diesen Zucker- und Fettsteigen! Schau mal an, hey, da hat es Gocki. Schau mal da am Boden, ein Tümpel von Gocki. Du kannst saufen. Zeig mal. Das kannst du saufen, hey. Schau mal, ein ganzer Tümpel von Gocki. Woher kommt denn das alles? Hey, das hat jedes Zeug. Sam, komm mal, schau mal da, Brot. Frisches Brot. Bleibst aber schön auf dem Weg, gell? Ja. Lass mal probieren. Ja, fast so gut wie Zuckerstein. Ja, hör auf mit diesen Zuckersteinen. Ja, aber das Bock ist gut. Da könnte ich ewig bleiben. Dann wollen wir ein bisschen packen von dieser Wahl. Zum Leckeln. Schau da. Oder da. Das Zeug her. Hey, Schlepper, ist das dein Stein dort? Was? Ist das dein Stein dort? Was für ein Stein? Der Kleine dort, der hat vorher einen Schleppersack hier gelangt, Wer? wo du am Trinken warst. Mit dem Stein dort. Siehst du den? Ja, was ist? Du, der ist auch. Warte, du nur, du. Hey, also Klöpf, warte, du. Hey, Klöpf, wie gehst? Hey, warte doch. Auf die Seite, Achtung! Auf die Seite! Du Stinker, du! Ich hol dich schon ein! Excuse! So, hau ab! Weg jetzt! Mein Scheiß! Da wünsch ich noch, du!
du! Blöder Stein geklaut, du! Wenn der kaputt wäre! Hast du ganz glauben? Jetzt aber nichts wie raus da! Ja, warte, was ist denn das? Geht denn das? Hey, mach! Geht das nicht mehr auf? Warte mal dann. Lass mich raus, ich muss raus! Macht auf! Hey Sammy, die haben mich reingeleimt! Die Siechen, die Drecksiechen haben mich reingeleimt! Vielleicht da vorne? Lass mich raus! Die Saucheibe! Wo ist der Lebigstein? Was? Wer redet da? Wo ist der Lebigstein? Was? Welcher Stein? Mich interessiert nur der Stein. Ich weiss nichts von dem Stein. Wo ist der Stein? Was? Ich habe nicht viel Geduld. Wo ist der Lebigstein? Wie geht's noch? Los, lass mich los! Sauhund, du! Was soll denn das? Ihr habt mich reingelegt! Ihr habt mich reingelegt! Ihr Säuhund! Was? Nein, nicht Klappband! Nein, kein Klappband! Wenn du nicht reden willst, dann sag ich dir jetzt etwas. Siehst du den Ofen und die Eisenstange und siehst das Stück Fleisch am Boden? Bringen ihn ein bisschen näher. Ich weiss, es ist ein bisschen heiß. Dein Freund, der mit den Steinschleudern, ist dir nachgerannt? Wie hat er gesagt, wie er heisst? Ah, ja, genau, Sammy. Wir haben deinen Freund Sammy auch gefangen genommen. Hebt die Stangen in den Ofen. So, jetzt aufs Fleisch. Schön, wie das brutzelt, hä? Du wirst mir jetzt einfach meine Fragen beantworten. Und für jede Frage, wo du keine Antwort gibst oder auch falsche, wird dein Sammy ein hübsches Brandmal bekommen. Alles klar? Also ich wiederhole meine Frage. Wo ist der Stein? Ich verstehe dich so schlecht. Was? Du willst also noch nicht reden? Er will noch nicht recht reden. Macht Sammy die rechte Hand auf. Das erste Brandmal kommt in die rechte Hand. Meistens übereinander. So gib doch einfach deine Hand. Wir zeigen dir dann unser Land. Bei uns geht ziemlich allerhand. Es ist nicht immer alles gut. Ja, was können wir denn da dafür? Wir stecken etwa in der Klemme. Und manchmal sind wir arme Tröpfe. Nur eins musst du wissen, was es auch immer gibt. Wir nehmen dich mit.